Hallo Kanner, heieren bei Sikona Kids. Das war unser Thema Abenteuer an der Natur. Ein Abenteuer. Habt ihr eine Idee, was sie für ihr Abenteuer? Wenn ich mal so überlege, für mich ist ein Abenteuer ein spannendes Erlebnis, wo ich draußen auf einer flotten Platz etwas erleben allein oder auch mit Freunden, mit guten Freunden, wo ich gerne zusammen bin. Für ein Abenteuer brauche ich Zeit. Flott ist auch, wenn ich in der Familie oder mit den Freunden kann auf einen Platz gehen, wo ich kann grillen, wo ich dir Feuer machen, vielleicht den ganzen Mittag oder sogar den ganzen Tag. Und dafür gehen die öffentlichen Plätze, wo ich das extra darf. Für Abenteuer brauche ich nicht unbedingt so einen Platz. Ich kann auch einfach so raus an den Busch. Muss ich halt so nicht weit sicher gehen. Vielleicht habt ihr auch so einen Platz an eurer Gegend, wo ihr könnt einen Geheimplatz draus machen, wo ihr euch mit den Freunden treffen, Natur entdecken. Oder eine Schnitzeljagd, wo die erste Gruppe die zweite Gruppe den Weg lädt, und die zweite Gruppe muss den ersten fangen. Oder ein großes Verstoppjes auf Fänkchenspiel draußen. Vielleicht auch eine Nutzwanderung. Ein paar Sachen muss ich schon draußen aufpassen. Wenn ich rausgeht, muss ich wissen, immer wo ich drin ist, für sich nicht zu verlaufen. Dafür ist es wichtig, den Eltern auch Bescheid zu sagen, wenn ihr nicht mit den Eltern in der Weg seid, wo da drin seid, einen Platz aufzumachen, wo sie euch finden. Oder wenn etwas ist, wo ihr wisst, wie ihr Hilfe kriegen könnt. Natürlich auf der Platz, wo ihr sich viel abhält, kein Knasthammer losen, immer sein Knast drum den Nummer Themen holen. Feuer machen ist auch nicht erlaubt, einfach so am Busch. Dafür gibt es dann extra Plätze, wo ihr das machen kann. Die hat bestimmt selber Ideen, was die kann draußen machen. Nur an der Vakanz, den ganzen Tag Zeit, rausgehen. Was kann ich da alles erleben? Wir weisen nicht schaut, oder ich weiß nicht schaut, wie in eine Hütte bauen kann. Eine Hütte, die lange Zeit hält, die stabil gebaut ist. Und auch eine Hütte, wo ich drinnen übernachten kann. Alles das haben wir sogar schon ausprobiert. Ich weiß nicht mal. Komm mal mit. Hier sind wir auf der Platz am Busch, wo wir mit dem Jugendprojekt Juna von Sikona für 2 Jahre eine Übernachtung hatten. Den einen Tag haben wir uns getroffen, wir haben eine Hütte gebaut, und den anderen Tag haben wir hier geschlafen. Die Hütten die stehen nur 2 Jahre nach immer. Bei der Hütte sind 2 Arschgafeln, die das Ganze zusammenhalten. Die anderen Bängeln, Stabilbängeln, sind einfach dabei gestaltet. Die Hütte hier, die hat mal ein so ausgesehen. Hier ist noch eine Hütte. Die wurden 2 Junge gebaut. Die steht noch so, wie sie für 2 Jahre gebaut wurde. Genial. Also Michael und Tom, ihr könnt stolz sein. Ihre Hütte steht noch immer. Super. Die hat mal ein so ausgesehen. Und die Hai, die ist super. Guck dir das an. Das ist eine Laubhütte, wird das dann Deutsche genannt. Das ist eine Hütte, die dient besonders für dran zu übernachten, für dran zu schlafen. Wie wird die gebaut? Grundgerüst aus der Teiten. Durch und drum gibt ganz viele Bänke gestaltet. Du hast das Form gemacht. Wichtig ist, dass sie so lang ist, wie die Leute, die drauf schlafen. Und auch so breit. Viel mehr lang und viel mehr breit muss sie eigentlich nicht sein. Ein Entree hier beim Kopf. Und dann, wichtig, viel Blätter dran zu machen. Was die Hütte hier gebaut hat, der Alexia, das hat damals
Aus engem Schlafsack hat er geschlafen. An ihm war es so warm gehen, dass es irgendwann just mit dem T-Shirt aus dem Schlafsack raus. Ich habe den Schlafsack bald nicht gebraucht, so warm war es, weil die Blätter rundherum haben die so dicht gemacht, dass es immens warm da war. Alexia, auch dein Hüt steht noch immer. Super, gut geschafft. Für die Hüte dicht zu kriegen, sammle ich ganz viele Blätter, frische Blätter, und die gebe ich wie Zillen zusammengepresst und hier drauf gedrückt. Wenn ihr an so einer Hütte schläft, dann braucht ihr theoretisch kein Isomat. Da geht es durch, wenn ihr auch Bannen dran eine gut dicke Schicht Blätter legt, dass ihr da genug Isolation hat, für den Schuss beim Schlafsack an die Hütte zu legen. Aber was flott ist, neben den Hütten, die wir abgebaut haben, sind noch weitere entstanden. Meine Hütte steht auch noch immer. Die war ein bisschen klein geworden. Voilà, ich passe immer noch an meine Hütte ran. Und ich werde bestimmt ein bisschen zurückkommen, für eine heute zu schlafen. Ich denke gerne zurück an das Erlebnis. Also das war ein richtiges Abenteuer. Und aufgepasst, wenn ich so viel und so lange draußen ist, muss ich natürlich nur kontrollieren, ob kein Zack sich festgebasst wird. Sollte das der Fall sein und ein Zack an einem hängt, dann ist das Köstchen sowieso dabei. Aber hier ist ein Zackenentferner. Tick 1, das ist ein guter Tipp gegen Zacken. So etwas sollte immer an ihrer Eichhölzküste dabei haben. Voilà, so viel für heute zum Hüttebau. Morgen geht es weiter mit Nicole. Heute möchten wir diese Pfeile an den Bau. François weiß sich, wie eine Löffel schnitzt. Und eine Freude aus du nicht. Da könnt ihr lesen mit seinen Quiz. Wir sind gespannt für ein Abenteuer, das dir das Woche erlebt. Geht raus in die Natur, verbringt Zeit draußen. Es ist spannend, profitiert vom schönen Wetter. Bis dann, viel Spaß, ciao!